Howdy Leute, wir sind hier wieder beim Dinosaurier Fossil Hunter Prolog und ja, man muss nur ein bisschen mal geschaut haben und dann wäre eigentlich schon klar, wie wir das hier auf den Palettrolli hätten bringen können. Wir mussten einfach es anwählen. So, dann, also so einfach zu fahren, wie ich hier in diesem Spiel jetzt hier mit dem fahre, ist es in Wirklichkeit nicht. So, okay, hier haben wir jetzt Interior oder Exhibition. So, genau, das kennen wir ja schon. Ähm, nee, schon eher das hier. Dann, also eben, da habe ich mir ja sehr gewünscht, dass wir ähm, F, dass wir hier so. Und dann haben wir noch vereinzelte Äste. So, und die Tafel gehört natürlich auch dazu. Und ein oder zwei. Oh Gott. So, keine Schönheit. Nee, flat. Naja, okay. Wir lassen das mal. Also Licht und so weiter kannst du nicht. So, das sieht auch geil aus. So, und hier hätten wir unser Werk. Ja, ich bin einfach kein Level Designer. Leider bin ich das nicht. So, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Weil jetzt wäre an für sich das Spiel vorbei gewesen. What? I've got the bigger skeleton and the direct was talking about was incredible. Ja, größeres Skelett. What the hell? Completed T-Rex Skelett. Okay. Oh.
Nimmst die Knochen und fällst du runter. Ja dann, setzen wir das mal zusammen. Die Knochen sind ja schon da. Ach, das ist ja gut. Liegen eigentlich auch schon fast alle so, wie sie sollten. So. Mit bloßer Hand mache ich das, ne? Ich bin Herkules. Da komme ich nicht hin, hä? Ups. Ups. Soll ich mir das einsetzen, wenn ich gar nicht dahin komme? Okay. Machen wir halt hier weiter. Wenn wir schon da sind, machen wir hier weiter. So, alles durcheinander gebracht hier. So bin ich halt. Aber wenn du so die Knochen siehst, könntest du dir niemals vorstellen, das wäre mal ein Gerippe gewesen. Oh Gott, nee. Da kannst du mich echt filmen. So. Habe ich jetzt hier noch irgendwas? Außer den Zähnen? Also die, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, da bin ich jetzt allerdings wieder froh, dass mir angezeigt wird, wo das hinkommt, ehrlich gesagt. Bei den Zähnen hätte ich das sicher 30 Minuten gebraucht, bis ich überhaupt 2 Zähne gesetzt habe. Das kannst du ja nicht wissen, wo welcher Zahn war, Mensch. Das muss eine Knochenarbeit sein, wenn man sowas zusammensetzen will. Museumrestaurator ist auch kein einfacher Beruf. Zum Glück ist das nur ein Spiel. Da ist doch eine gewisse Hilfestellung dabei. So. Ja, ich meine, auch wenn die einigermaßen da angeordnet sind, wo sie hinkommen, muss ich sagen, hätte ich trotzdem nicht rausgefunden, wo jetzt welcher Zahn wäre. So. Aber wieso muss der T-Rex nur so viele Zähne haben? Wieso? Ach, ich bin froh, dass wir die Knochen nicht noch suchen müssen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da mehrere Stunden am Spiel dran ist, um ein solches Skelett auszugraben. Außer man hat hier auch wieder seine Helfer. So, wunderbar. Dann hätten wir hier unten noch die großen. Was kannst du alleine stemmst du diese Knochen? Das ist auch irgendwie. Die müssen doch ein paar Kilo schwer sein, die Knochen. Von so einem Skelett. Also könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Und ich glaube nicht, dass du das einfach so mit Hand hinsetzt. Zack, nehmen und hinsetzen. So. Irgendwas fehlt da vorne noch, sehe ich gerade. Und da oben fehlt auch noch irgendwas. Ja, wenn es runtergefallen ist, fehlt es natürlich.
Was ist das hier hinten? Gehört das so? Anscheinend. Tada! T-Rex is complete. You can exit the museum. Okay. Bye bye. So. Einen T-Rex haben wir unten. Ach, ich habe vergessen zu lesen, was das schon wieder war. Naja. Ah. Ja, ich muss sagen, der Prolog, den haben sie schon ein bisschen ausgebaut, als die Demo. Der Anfang war schon ziemlich so wie Demo-Version und dann geht der Prolog doch weiter. So. I graduated from college at the age of 24. I was pretty amped up. My marks were great, so I didn't anticipation, blah 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 blah. Yeah. 1 year after Gordon. Hä? Ja, jetzt sind wir im Garten. Schön. Und wo kommt der Müll hin? Müssen wir. Oder hätte ich den nicht dahin werfen müssen? Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Oh mein Gott! Ernsthaft jetzt? Das ist ja eine ein Saustall. Oh Gott. Oh Gott, was hat denn der alles in seiner Garage? Oh mein Gott. Die sind sowieso leer. Oh mein Gott. Muss ich da noch Auto? Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass wir das dann müssen. So, nein, das sind keine Fossilteile, sondern das sind Autoteile. Lass es doch jetzt fallen, Mensch. Oh mein Gott. Gasflasche raus. Kiste.
Oh, was fand ich denn da? Aber ich hoffe, ich muss jetzt nicht das einfach nur finden. Doch, doch. Und das war der Prolog. Thank you so good and feedback. This prologue is a better than demo in every way possible. We hope that you enjoy the change we have prepared during the last 5 weeks. If you want to follow the development of this game, report a bug or request a feature, don't hesitate to join our Discord server. Ja, also das war's eigentlich mit dem Prolog. Ich bin sehr gespannt aufs Endspiel, was man da wirklich alles noch machen kann und was für Möglichkeiten und wie man sich da wirklich hocharbeiten muss. Gibt es einen Karrieremodus, wo man als Helfer quasi in einem Museum anfängt und Paläontologie erlernt, oder ob man da gleich mal so, also vom Prolog her muss ich sagen, da ist man dann wahrscheinlich schon im eigenen Museum und ja, aber gibt es da dann irgendwelche Levelaufstiege oder ist es dann wirklich nur so, dass wir das, was wir jetzt gemacht haben, eigentlich das ganze Spiel durchmachen müssen? Ähm, Das nimmt mich dann Wunder, aber das wäre es dann auch schon gewesen mit dem Let's Play. Oder besser gesagt mit dem angespielt. Danke fürs Zuschauen und bleibt weiterhin auf meinem Kanal treu, denn ab und zu kommt doch noch ein Video. Nein, ich werde schauen, dass ich jetzt in ferner Zukunft doch wieder ein bisschen aktiver werden kann, was Videos produzieren angeht. Aber momentan ist einfach ein bisschen viel Privatstress am Laufen und dann kann ich leider nicht so aufnehmen, wie ich es möchte oder wie ich sollte. Es tut mir also an der Stelle leid, aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Über Feedbacks und Daumen und so weiter würden sich die Entwickler freuen und ich auch. Und wenn es dann wirklich, also wenn irgendwo, wenn ein Kommentar bei den angezockt von mir auftauchen, wo für den Entwickler eventuell spannend können wir sein, dann werde ich dies natürlich an den Entwickler weiterleiten und so werden wir das Spiel gemeinsam ein bisschen auf Vordermann bringen können. Nein, es ist eigentlich schon ein Top-Spiel und es macht schon eigentlich Laune, aber man ist schon froh, wenn wir diese Aufgabe und jene Aufgabe erreicht haben. Ja, nein, an der Stelle danke und bis dann. Tschüss, euer Drandu.